Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, Tag später nach dem Spiel gegen den FC Barcelona. 8-2. Ja, zum Spiel selber. Also, ihr wisst ja, ich bin sonst immer so ein bisschen der das Haar in der Suppe sucht, so ein bisschen der kritischere. Es gibt diesmal nichts. Ja, es gibt absolut nichts, was man groß beanstanden kann. Ja, wir hatten zweimal so eine ganz kleine Schwächephase vielleicht nach dem 1:1, wo Barca mal 5 Minuten ein bisschen besser im Spiel war. Und ich glaube, die zweite war nach dem 4:2, wo Barca auch nochmal so 5 Minuten hatte. Aber ja, wirklich gefährlich war da nichts. Erstmal natürlich Riesenlob an unsere Mannschaft. Ja, auf der anderen Seite war es auch erschreckend. Ich meine, klar, wir waren wirklich super stark. Auf der anderen Seite war es aber halt einfach auch erschreckend, wie sich Barcelona ergeben hat, wie ich fand. Vielleicht erstmal zu uns, oder wir können ja mal ganz nebenbei schon mal auf die Statistiken kurz eingehen, wie die es interessiert irgendwie. Ja, erstmal 8:2 gibt's ja nichts Großes zu sagen. Ballbesitz hat Barcelona sogar mehr gehabt wie wir am Ende, Respekt. Fouls und 3:12. Ja, und das ist ohne Worte, wenn ich das sehe. Ganz ehrlich, das ist ohne Worte. Ich erinnere mich allein an 13, wo Barca-Spieler unseren auf den Fuß getreten haben. Wo es ja noch nicht mal eine gelbe Karte für gab. Der Schiri war eigentlich so der schlechteste, fand ich. Oh, sorry. Meine Stimme versagt schon. Ja, wie gesagt, der Schiri war so der abgefallen ist bei dem Spiel. Jetzt nicht, dass er irgendwie pro für eine Seite war, er war einfach schlecht, Leute. Er hat manche Schwalben hat er als vorgewertet auf beiden Seiten. Wie gesagt, bis Barcelona irgendwie mal eine gelbe Karte gesehen hat, anhand der Fouls, die gemacht haben, war lächerlich. Und nichts gegen Messi, Alter, aber sobald der im Zweikampf ging und auf dem Boden lag, gab es halt einfach einen Freistoß. Ob das nun Foul war oder nicht, hat keine Rolle gespielt. Ja. Wie gesagt, der Schiri war einfach schlecht, meiner Meinung nach. Hat zum Glück keine Auswirkungen gehabt. Schüsse, 3:14 Schüsse aufs Tor, 3:7, Ecken 4:6, Flanken 5:5. Gewonnene Zweikämpfe. Ja, wenn man sich jetzt so die Statistiken anguckt, ist es sogar ziemlich ausgeglichen. Ne? Wir haben jetzt noch hier gewonnene Zweikämpfe und so weiter. Ja, Suarez fand ich sehr schwach auch. Ja, keine Ahnung. Was soll man da jetzt noch irgendwie auseinanderklabüsern? Wer das Spiel gesehen hat, ich denke, da muss man nicht groß was dazu sagen. Verdient gewonnen, absolut verdient gewonnen. Ich hatte ein gutes Gefühl gegen Barca, habe damit natürlich null gerechnet. Vor dem Spiel war ich dann auch so ein bisschen so gemischte Gefühle, aber wo das Spiel dann losging, also die waren so souverän von Anfang an. Ja, und das 1:1 war halt ein bisschen unglücklich, das Eigentor. Ich möchte doch gar nicht jetzt irgendwie auf Noten noch drauf eingehen bei uns. Ich denke, es gibt keine, der irgendwie abgefallen ist oder der da mega stark herausgestochen ist. Ich denke, es waren alle auf einem guten Level. Und ja, was mir eigentlich am meisten imponiert hat, was man auch mal sagen muss, dass es im Endeffekt halt einfach auch eine dumme Frage ist, so, wo Escaretzka gefragt wurde, ja, und haben Sie jetzt Mitleid mit Messi? Und er, was hat er gesagt? Nee, es hat schon Spaß gemacht. Ob Sie jetzt Mitleid hätten mit Barcelona und mit Messi.
Am coolsten darauf war natürlich der Kimmich. Und haben sie mittlerweile mit Messi? Nö. Und wer das gesehen hat, ja, wer das gesehen hat, wer den Blick vom Kimmich da gesehen hat. Leute, das ist halt. Ja, Messi ist natürlich der Ausnahmefußballer des letzten Jahrzehnts. Da muss man nicht drum herum reden. Ja, aber ich weiß ich auch nicht. Ich kann den Kimmich da so verstehen, wenn er den Blick gesehen hat. Er hat sich auch gedacht, Alter, was fragst du mich jetzt, so eine dumme Frage. Ist dann auch ein bisschen respektlos, finde ich. Erstens, dass man da Barca nur auf Messi reduziert. Und ja, halt dann auch so die Bayern-Spieler danach zu fragen, was soll das, Alter? Nur weil auf der anderen Seite Messi auf dem Platz steht oder was. Fand ich ein bisschen schwierig, diese Messi-Hype da. Ja, von Messi hat man nichts gesehen. Was mich am meisten erschreckt hat, muss ich sagen, ist, wie Barcelona Antoine Griezmann kaputt gemacht hat. Der kam zur zweiten Halbzeit irgendwie rein. Ich glaube, ich habe den einmal am Ball gesehen. Ein Trauerspiel, Leute. Trauerspiel. So ein geiler Fußballer eigentlich und bei Barca, ja, gar nichts. Ne? Barca ist halt, ja, irgendwo so, wie es die Presse auch macht, ist schon irgendwo Messi und wenn Messi da keinen anderen neben sich haben möchte, ja, ich denke mal, das hat man bei Neymar auch gesehen und ja, keine Ahnung. Aber es soll ja auch nicht um Barca gehen. Wie gesagt, ich habe nichts zu beanstanden. Das war ein bockstarkes Spiel von uns. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass Manchester City unser nächster Gegner ist. Was ich als sehr schwieriges Spiel angesehen hätte. Jetzt ist es nun mal nicht so. Jetzt haben wir Olympique Lyon. Wo wir auf dem Papier natürlich der haushohe Favorit sind. Die Jungs sind aber heiß. Für die geht es halt um internationalen Wettbewerb, die sie nur erreichen können, wenn sie Champions League gewinnen. Ja, also normal, wenn wir normale Form haben, wenn wir Barca-Form haben, sollte das machbar sein. Da muss man auch nicht drum herum reden. Aber man darf sie natürlich auch nicht unterschätzen, siehe Juve, obwohl sie da noch Juve ja gewonnen hatte, aber wegen dem Hinspiel halt ausgeschieden ist. Aber ich denke mal, wenn man Man City, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn man Man City 3:1 aus dem Wettbewerb schlägt, muss man dann auch nicht irgendwie vom Selbstläufer reden. Ja. Ich denke auch nicht, dass unsere Mannschaft das machen wird. Also ich habe die sehr, sehr fokussiert gesehen. Ja, wie ich sagte, wo sich einfach keiner eine Blöße gegeben hat. Was ich noch ein bisschen, oder worauf man noch eingehen könnte, ist halt so dieses hochsterilisierte auch Ter Stegen gegen Manuel Neuer. Ja, wer Sky geguckt hat, hat das in der Vorberichterstattung schon mitgekriegt oder die Meinung so von Lothar und so weiter gehört. Und ich denke, man hat das einfach auch gesehen, ja. Also, was der Ter Stegen da für Bälle hinten rausgespielt hat, ja, hat er einfach nicht den Anspruch zu sagen, er ist besser wie Neuer, also. Bin jetzt auch nicht so der mega Neuer-Fan, aber ist nochmal ein guter Torwart. Ja, weiß ich nicht. Also ganz schwaches Spiel von Ter Stegen. Ganz, ganz schwach. Und was halt einfach gezeigt hat, dass er keine Ansprüche anzumelden hat. Auch selbst wenn er bei Barcelona Torwart ist und Champions League-Sieger ist, aber was er da zusammengespielt hat, also bald da ein bisschen Druck da war und da sieht man halt einfach, wie gut der Neuer wirklich ist, ne? Wenn man das mal vergleicht. Weil zwischenzeitlich hat Barca auch mal ein bisschen Druck vorne gemacht. Es gab, wie gesagt, 2 so kleine Phasen. Und da hat man den Unterschied ganz klar gesehen. Ja, wie ich fand. Klar ist das auch immer, hängt es auch immer mit den Mitspielern zusammen und so weiter. Aber ich denke, das Duell ging klar an Neuer. Dass der Neuer auch ein kleines Arschloch ist, hat man dann so nach dem Spiel gemerkt. Wo er dann sagte, ja, darauf angesprochen, ja, es tut mir ja auch sehr leid, dass der Marc heute 8 Gegentore gekriegt hat. Ist ja auch ein Mannschaftskollege in der Nationalmannschaft. Weißt du, auf die Schiene ist er dann gegangen, ne? Ja, schon ein bisschen arschlochmäßig gewesen. Aber gut, kann er sich erlauben, hat er sich verdient. Und ja,
Ich möchte das hier gar nicht groß in die Länge ziehen. Mal ein bisschen anderer Bayern-Talk. Aber ich habe das Spiel jetzt auch gar nicht... Ja, ich habe es noch im Kopf. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, aber... Ja, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie auf die einzelnen Werte und so eingehen. Ich denke 8-2 Viertelfinale der Champions League gegen Barcelona, Alter. Sagt alles aus und ich bin auf Mittwoch gespannt. Und ich bin natürlich auch drauf gespannt, sollten wir ins Finale kommen, wer der Gegner sein wird. Ob es wirklich Paris ist oder vielleicht doch deutsches Finale, Alter. Das wäre natürlich schon krass. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Kümmern wir uns erstmal Mittwoch um Lyon. Und dann, ja, schauen wir mal, was nach dem Spiel los ist. Nicht, dass ich mich auch hier hinsetzen muss und muss sagen, oh, wir haben die aber unterschätzt und blasitz. Wovon ich persönlich jetzt nicht ausgehe, ich habe ein gutes Gefühl. Ich denke, wir werden das... Ich denke, das wird eine enge Kiste werden. Also nicht sowas wie jetzt, 8-2 oder sowas. Vielleicht geht es sogar irgendwie über eine Verlängerung. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich denke, es wird auf jeden Fall eine engere Kiste werden. Aber wenn man gesehen hat, wie heiß die Jungs sind, ja, und auch wie gut einfach, auch dann die Einwechslungen und sowas, wenn man gesehen hat, wie gut die sind und wie die Jungs mitgefiebert haben, mit die ganze Mannschaft, so denke ich, sollte das machbar sein. Gut, Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, guten Start in die Woche und ja, wer Bock hat, ne, schaut Donnerstag rein. Dann gucken wir mal, ob wir im Finale stehen oder nicht. Bis dann. Ciao. Rot-weiße Grüße natürlich, ne?